Allein in min tröppel Daut mine sind. Verloren ohne Hoffnung, wo ich nicht wohnte. Den läuft mir kein Leicht oder genug Trien kom. Och dort vart jag på min Leben Sin vart jag lösten lös, scheine bleibt du. Min förlornad hat ich ein. Min trua vart still, mina fightonsterna. Och stört vart jag på min Leben förgång. Dine gnose
En donkerhed klostes von Himmel verlor. Doch dann stand Jesus auf und die Knie hoch. So good. Vi zijn fri. Jesus, vi zijn fri en dus vi dank voor die en vi står ons kwijt blist op. En ons respons as praise. Wens dat bloed scheelt voor mij en voor ons. We love you, Jesus. En zij dank dat u hier bent. Amen. Amen. Jeder hier in zet nemen. Jugendcamp, wir waren verder der und Mr. X, hij hat sich entschlossen, hij wil Jugendcamp dabei sein und auch seine Eltern zeiden, hij soll vielleicht de hand vorne, wenn es dat eine gute Idee sein, vielleicht eine gute Freund, wo hij da findet, die Gemeinschaft, die gesunde Gemeinschaft und die Eltern wären auch einmal durch was, dat muss ein guter Camp gewesen sein. So, Mr. X fährt nu nach einem Camp und hij hat auch viel Spaß sehen von seinem ganzen Leben und hat du bist eine wunderbare Zeit und du hast auch ein super cooler, sehr geiler Jugendleiter und halt du auch bitte welche gute Messages, eine gute Rede von Botschaften hast du und wir bist eine gute Zeit und so ist es dann auch so fertig ist, sollte der Jungs auch fertig vor dem Schlaf und dabei und spazieren bloß und der Campleiter wie auch und hat bloß verschiedenste Conversations und so du kommst dort auf einmal der Timer Hall in deze conversation dan. En daar had vragen even wat is dat en wie functioneert het Ganze. En de Jugendleiter zei bloß merk en zeggen, zolang je Jesus aangenomen hebt, zij je aan de sichere steun. En aber Mr. X, hij kon bloß nicht schlopen deze nacht. Dat Timer halt, dat had hem so beschäftigt en dat dreht bloß in zijn kop en hij kreeg kein Jugendteil. En nächsten Tag aus der Abstand, der hat nicht ein Urteil gedreht und dort wir bloß eine sehr schwere Nacht für ihn gewesen. Wenn so Timer dort dreht, bloß so sei ein Arm. Und dort sage der Campleiter und verteilte bloß mit ihm früher, was ist eigentlich mit dir, was bedreht diese Sache. Und auch war er den selben Abend, hatte sie auch eine Message, wo der Campleiter auch sagt, alles was sie braucht, ist Jesus anzunehmen und dann bist die Sache. So, hij kon dat draait hem zo, hij nam Jesus aan. Hij heeft zijn hand door, während naar de message en nam Jesus aan. En de campleiter, de camp nog te armen. En merkt hem bloß, erklärt hem bloß noch einmal, dat het hier nicht am Religion oder Worte, dat het hier um eine persönliche Relationship, Beziehung. En alle sagen Amen. En klatschen, freuen sich en freuen sich bloß, wenn es eine wieder verbesserte Säule als Gerät. So, du gehst ein Problem. Mr. X wird nicht gerät. Und so, wenn ich diese Geschichte hier kann mich so an, als wenn Mr. X diese Anladung annahm, wenn sie je in Leistungen der Stände.
Hij hat noch nicht verstanden, dass seine bedreckende Last, dass hij schuldig wird. Hij hat noch nicht verstanden, dass Jesus muss raufkommen für seine persönliche Schuld am Verstorben. Hij hat diese Möglichkeit nu angenommen, von der Halbweich Terranen in einen neuen Freund zu haben, was am nu alles gab, was hij sich wünscht. Und so, wenn ich bei ihr spät Matthäus 7 sehe, sei wie, in diesem Vers, Matthäus 7, 22, dort Menschen für der Stunde waren. Und die waren nicht nachgekommen. Und dann frage ich mich bloß, was ist hier das Problem? Warum sagt Jesus das? Wir kennen Menschen auf dem, ich glaube, sie sind auf dem rechten Weg und danach so vorbei sein. Und Jesus gibt die Antwort da. So kennen mich nicht. Was bedeutet, wem zu kennen? Was ist deine Antwort dazu? Was heißt wem zu kennen? So für mich kommen da zwei Wörter für, das eine ist Beziehung, Relationship, und das andere ist Intimacy, Intimität. Kennst du diesen Auferstandenen Jesus? Kennst du diesen erhobenen Christus persönlich? Wenn ich diese Geschichte lese in Evangelium, dann dachte ich so, okay, ist das bei uns vielleicht auch so ergangen? Sind die Menschen in diesem Raum, die vielleicht auch das Thema Hall haben und weicheren wenn sie haben Angst dafür? Und ich will die eine Sache von da. Jesus lebt. Christus ist abgestanden am dritten Tag und seit nu zu der Reichte von seinem Vater und regiert. Er lebt und dort ändert alles. In 2. Korinther 4,15 haben wir dort, er ist dort für alle Menschen gestorben, dort die leben nicht mehr für sich selbst leben, aber für dem, der von gestorben und von dort abgestanden ist. Und dort ändert nu alles. Du identifizierst dich nu mit Jesus Christus, er und die du an. Und diese vollständige Identifikation passiert durch den Prozess. Jesus kommt für die persönlich und will nicht bloß das Problem mit dem Leben rausnehmen. Er will, dass diese Identität von Abgrund verändert wird. Lass mich in einen Satz sagen. Als ich dem versteht sich hier, mir braucht das zu denken. Das ist bestimmte Dinge zu weiter und den nicht zu leben, ist gefährlich. Lass mich noch einmal sagen, bestimmte Dinge zu weiter, den nicht zu leben, ist gefährlich. Und so, wenn ich das Geschichte lese, dann, also, als ich in ein Heim abgewassen, wo ich von klein ab die Geschichte von Jesus hörte, wo er starb für mich in der Sünde begraben und dort ich nun nie leben, eine neue Identität habe. Und ich weiß dort, Kopf weiter. Wie weiter dort alle? Also darauf gekommen am Hort. Wenn es von bütterlich noch keine Änderungen passiert sind, lass mich in diese Frage stellen, als innerlich eine Wiederherstellung passiert in die. Wenn die Actions dort noch nicht wiesen ans persönliche Leben, was sage ich dann in mein Hort aus? Nicht bloß unsere Actions im Alltag sind das Problem, sondern unsere Identität. Und deswegen kommt Jesus rauf, um unsere Identität von Abgrund zu verändern. Und die Lösung wir, die Daut. In es, die Daut. Und deswegen für wir Sinda Baptism, Taufe. Menschen lassen sich, ja, doch in Stunde war von wo er ab, wenn sie identifizieren sich mit Jesus in Daut. Römer sagt, wenn wir wollten, dass uns alle Menschen mit einem Taub gekreuzigt ist, so dort mit unserem singenden Körper eine Einheit und wir sind nicht mehr drin. So, die Frage hier ist, durch diesen Vers, sind wir noch ins Sklav von Sinn? Sind da immer noch Addictions in uns Leben, was nicht losgelassen werden können? Sind da noch andere Ziele, ein anderer Fokus als Gott allein ans Leben, wo wir heranrennen? Das ist meine Frage für ihn von der. Sind wir noch ins Sklav von Sinn? Keiner
Und keiner allein aus Jesus Christus wisst, dort heute gerecht wird am Treffen wurde. Und heute kommt danach persönlich für die und mir auf, wenn sie uns Leben deuten. Ich glaube, heute hat nicht sehr Angst vor der körperliche Quäl, was er kriegt. Ich glaube, heute hat viel mehr Angst vor den großen Vierball, was du am Kjriez am Bejahen wurde. Das sind 3 Stunden, wo er am Kjriez haben, wo Gott sein Gesicht von am Weg dreht. Und er sagt bloß, warum hast du mich verloren? So, wie sieht das mit unseren Actions aus im Leben? Habe ich das verstanden? Als es vom Kopf nicht auf dem Hart gegangen? Wie sieht das aus? Jesus hängt da und schrie, warum hast du mich verloren? Keine Antwort, keine Leben, bloß gerecht. Und ich als sein Geschöpf, wenn ich das lese, da, was an mir persönlich passiert, das wird bloß für mich persönlich, ich weiß nicht, was bei dir auslässt. Was bei mir persönlich passiert? Ich als sein Geschöpf, als sein Kind Gottes, kann nicht anders, als am anzubeten. Für am zu fallen, für das Kjriez, was mir ein neues Leben in Ewigkeit gab. Ich kann bloß nicht anders, als still zu sein, in diese Nachricht zu vertellen. Ich kann nicht anders. Wer ist es mit dir? Wer ist es mit dir persönlich? Hast du das verstanden? Die Frage, die darfst du für dich selbst beantworten. Das ist eine sehr besondere Zeit, wo wir sind. Und ich heet jullie alle welkom to den Dash. Wie wel meest voetstussen over het Mulha hier een paar minuten wieder. En dit is best een bijzondere tijd voor ons om terug te denken. En onszelf naar ons leven te kijken. En zijn we staat met ons? Wo staan we met onze verhältnis tussen mij en Jezus? Over het Mul, dat is een zeer bijzonder ding. Over het Mul is een ding wat al voor duizenden jaar nu val je Jezus ha geëifd. Dat je doen, dat heeft voor vele jaren heeft het al aangegaan. Maar daarna is het vandaag voor ons persoonlijk een gelegenheid om bij het stil te houden, terug te denken en om te denken wat dat heeft gekost, wat Jezus dat heeft gekost, dat opfer wat hij heeft voor mij en voor die. Wir zijn leven, hij heeft zijn leven voor ons. Over het Mul is niet een compliceerd ding. Wie Menschen haben das manchmal kompliziert gemacht und verschiedene Regeln dabei getan, aber das ist wirklich nicht so kompliziert. Und so von daher kann jeder einer, was hat entschieden, Jesus nur zu folgen. Und die Entscheidung hat gemerkt, ich kann Platz sein von diesen Overtmal kopen om daar kopen met jullie Kinder taub. We hadden zo gepland dat de Kinder met jullie taub hier bijna zijn. De Kinder zijn met jullie aangelaten om naar daar te komen. En kom terug om voor, kom terug door Jezus, bij den Dash als vergeving. Komt. Er zijn tijden waar we willen zeggen, ik val me dat niet weer, of val me dat niet würdig, wat immer. En ik wil je besluit met komen om Dash. Jezus is dat weer, en waar we om Dash komen en overal gaan alle taub. Wann da Menschen sterben, die sehr dicht bei uns sind, vielleicht ein Bruder, eine Schwester, eine Mom, oder Dad, oder was immer das ist, somebody, der sehr nah zu uns ist und der gestorben ist, besonders wenn die Person das hat gewusst, dass sein Leben jetzt drauf, das wird nicht lang sein und sie gleich, dann fragen wir manchmal, was seht ihr noch? Was seht ihr, Bruder, noch? Was wird der letzte wird? Was wird ihm wichtig? Weil mir erst ein bisschen dort, wenn er dort all sieht, nu zie ik ungefähr bei dem Ende von meinem Leben, dann wird er noch die wichtigsten Dinge gesagt. Was wird ihm wichtig? Was seht er? Und ich lese dieses Werk in Matthäus, die Geschichte von Jesus, und kicken mit, was wir sehen letzte wird. Wenn wir in Matthäus 25 lesen, von Vers 31 bis 45,
dat sagt der Eberschrift sagt, dat laatste gerecht. En hier vertelt Jezus van wat zegt, wanneer hij wat terugkomt. Dit is het laatste gerecht, dit is wanneer hij wat terugkomt. En hij redt ervan dat hij wat de schub van de kast eindeel. Hij wat, en hij gaat door de lijn en vertelt wat je aan de army doen, hij familie doen, de ganze geschichte. Dit weer een zeer ernste zaak wat hij daar vertelt. En ik stel me zo voor dat we dicht aan zijn hart, dat we serieus. Weil hij wist dat zijn leven weer meest te eng. De jongen die wisten dat niet, de mensen wisten dat niet, te wem hij dat zei, maar hij wist dat dit is ik zie het mijn laatste dag. En dan wanneer we dat even draaien, Matthäus kapitel 26, dan zegt het dat als Jezus al deze weer gezegd had, wat hij groot zei van het laatste gerecht, dat is waar het aanvangt, al eraf te gaan, wat we zijn. Dat is waar we aanvangen te lezen, wo dan plan weer, wo ze Jezus dood merken, hingen rechts deze mensen, al ihre Geschichte, wat ze abmerken, dat wir een ganzer Plot te zijn, en ze merken dat alle rijdt om Jezus dood te merken. Danach, als ze Jezus dood merken, dan schickt Jezus zijn Jünger voorop en zegt, goed naar deze stad en vraagt deze man, deze leiders, wie kunnen zijn upper room, als we de bovenste stoel kunnen brukken, om dat overmaal gaan. Dat we in den season, waar de Passafast weer, dat we dat vast, wat de mensen hadden gevierd vandaan als ze uit Egypte uitkwamen, en God zei, dat het vast vier met jullie kinderen top, dat we een generational ding, dat het ieder jaar dat aan te denken, plus dat je dat niet wordt vergeten, wo ik je uit gebracht, je weer skloven, je weer gebang, en ik bracht je uit het land uit, viert het. En dat we krijgen die tijd, deze nacht weer die tijd, en Jezus viert op dit vast met zijn Jünger top. En zo wanneer we terug worden gaan naar het Oude Testament, wanneer we het Oude Testament lezen, wat God zegt, wat ze zullen doen op dat vast, dat is nog enorm interessant, waar ze zullen dat eten alle rijden merken en wat van lam ze zullen brukken en waar ze dat vlees alle zullen rijden merken. En dat zullen ze met ihre familie top doen. Wat mij interessant is dat als Jezus kwam, hij zat er aan de staan met de zegen op den avond en hij zei, van daar merk ik een nieuwe band. Dit weer het oude band, van daar merk ik een nieuwe band. Dit is een nieuwe covenant wat ik merk met jullie. Ik wil mijn leven geven, ik wil sterven voor de zin. Dit is een nieuwe ding wat er aanvangt. En in de traditions is dat voor vele jaren wie je was, op een avondmaal, dat we lam, die moesten lam slachten en er wordt vlees gegeten. En ik kijkte in alle evangeliums, hoe het geschichte beschreven is, en nog niet zegt dat Jezus met zijn Jünger op den laatste avondmaal een lam had, dat ze dat vlees had. Vielleicht had ze had, dat zegt het niet dat ze had. Dat redt plus van dat we brood en wien. Hij gebruikt dat brood, ze dronken dat wien. Ik had aber zeggen, wij dachten, kan het zijn dat lam zat met een topramandash. Hij weer het lam, hij weer het perfect lam. Voor het Oude Testament moesten ze een lam brengen, wat er niet een krankheid was, wat een eerstgeborene lam was. Jezus weer het eerstgeborene lam. Hij weer het lam, hij zat aan dash met een top, ze hadden brood en ze hadden wien. Jezus die gebruikt dat brood en dat wien, hij schickt dat aan dash en hij loodt zijn vriend aan te eten en te drinken. Als een weg om te denken, waar hij geleefd had en waar hij sterven wordt en waar hij geleefd had. Dat brood wat we hier vandaag wel hebben, dat representeert zijn körper wat gebruiken is voor ons. En zo eet. Neem het brood en eet. En ik wil je het moed merken dat je beson denken waar Jezus geleefd heeft en waar hij geleefd heeft. Hij heeft die geleefd. En die drink dat representeert dat bloed wat er moet schelen, tot de zinde wordt betoeld, dat ik en du kunnen vergeven kan. En zo wanneer we eten en wanneer we drinken, dan kijken we bestrijden en we zijn erinnerd aan die tijd, de opfer wat Jezus heeft gegeven, de video wat hij daar ging, en zodat we kunnen dat eigen leven hebben. En dat is wat vandaag viert. Dus ik wil met jullie top beten en danken voor dat brood en voor dat juice wat we hebben, dat wien wat we hier hebben vandaag. En dan kan jeder einer komen, zoals hier wel, die kunnen komen in dat hol, die zijn vrij te komen, zoals de ruim is, zoals je komt.
Dus je wel komt, kan terug naar je stad gaan, je doel zat met je kindertop en met je partnertop. Dat overal hebben we waar about 6 leider had. Nood en zo wat je nu nog tijd zijn, maar kan zich spouden. En ik heb bloos de aanbiddingstijd, dat is een overal had van jou. En zo ik vraag dat je opstaan en wel ik beten. God, we danken die. En we nemen dit moment van jou en we zijn erinnerd aan een zin, Jezus, wat du schenkt, te sterven voor ons om Kjriez. En God, we zijn zo dankbaar voor wat du hast gedaan voor ons. We zijn zo dankbaar voor Jezus zijn opfer, wat hij heeft. Een perfect lam, wat voor ons starft, wat het bloed scheelt en dat we kunnen vergeven kan. We zijn dankbaar, Jezus, voor het niet bund wat du maakt. Dat we kunnen van jou op deze persoonlijke verhältnis hebben met die, dat we die kennen kan. We weten wer du bist, we kennen die, du leidt ons. Dankzij van zijn Heiligen Geest checken wat in ons is, wat redt ons, wat ons leidt, wat ons vriend is. Dankzij. Gott, wir fragen, dass du uns wieder leiden, dass wir nicht bloß von der Sumarius hier an das denken, was du hast getan für uns, aber dass das was zu sein sein in uns Leben, so wie leben. Dass wir die haben, dass wir frei sind von Sinn und Frieden für die zu leben und das zu leben, was du hast für uns. Gott, ich danke dir für das overmal, was wir kennen von dir auf hier, und bloß aus in Erinnerung, was du hast getan für uns, und bloß um die live beweisen und die zu ehren, Jesus, und um die hoch zu heben. Alles, was wir hier von dir tun, Jesus, und jetzt die, wir lieben die, wir heben die hoch, wir loben die und wir preisen die. In Jesu Namen beten wir. Amen. En niemand stoort.
deg spølang, deg hans jeg trant helt, vil hjuk deg bort deg, du for meg lag. En deg fortvivlang, kik deg noen hemma, en røp din noen, en distrena. Dan kjemst til life, du dagt og dunklet, bruk støkt din skjøten for mine sår. Da resten i for deg, til mange kommer, Jesus Krist, mine ord, min liv. Velkommen til hverdagen, liv så stående, hvem har forstått alle grupp til liv. Da jeg død her, stopp bra from himmel, bruk mine sinn, en mine sjån. Og gikk noen kriser, gjørs mig forgiven, deg har forhandlet mig sin tid. Praktfulla Herren, er helt hjemme, Jesus Krist, mine ord, min liv. Halleluja, präster din dig mätt mig fri. Halleluja, du förlor dig all om mig, hast dig hedelos genom, du är svär och är din dom, Jesus Krist, min ord, min liv. Halleluja, präster din dig mätt mig fri. Halleluja, du förlor dig all om mig, hast dig hedelos genom, du är svär och är din dom, Jesus Krist, min ord, min liv. Dan kjem deg morgen, en din verspreken, din begrovde körper, krig leven dreig. Dan utom ställen, deg lev kjem brennend, røpt ut og grov, av kjem reich og liv. Dan kjem deg morgen, en din verspreken,
Daut Jesus, en vi oss George då när här blir stöpen. Sänger det ganz lyd, vad du Dauts. Ins domat säger vi det fint har förlorat, en du vans Jesus. Som powerful chorus, jag förbruks vi zullen vielleicht nog eenmaal kwijt, dat uitspreken, en uitproklameren wat hij deed. So, let's sing wat hij deed. En wat hij deed, wat hij deed. Ja. Alleen te den zee. Yes. Sinda för jag mina toekomst is himmel. Ik prijs God voor wat hij deed. One more time, wat hij deed. Wat hij deed. Wat hij deed. Only heerlijkheid te hem zien. Mina zinnen voor jou, mina toekomst is himmel. Du Daut Jesus, onze toekomst als Himmel en wie der we dort hier op deze Erde ook al leven. De Kjriez heeft gewonnen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. From that old rugged cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross
Kjriez, nu een kroon. Wel wonderful. Het einzige wat wir jemals gaan doen in Verantwortung, dat is er ons te veel. Amen. Dat wat van Gott wir doen. Op den Berg in Israel red ik nood voor mij, red ik nood voor mij, red ik nood voor mij. Und dat Kjriez op Golgatha, mög sin död mig fri, mög sin död mig fri, och mög sin död mig fri. Möcht jag nicht vertrün, aber jetzt Wort, byter och Kjriez von Jesus Christ. In mich vergeten, von sin och var, då deswegen sin död, då jag mig lev, då deswegen sin död, då jag nu lev. Vårt van afval geeft, leid dig vars mir in, leid dig vars mir in, oh leid dig vars mir in, ein Geheimnis wundervoll, die Struf neu mei für mich, die Struf neu mei für mich, die Struf neu mei für mich. Möcht ich nicht vertrün, aber jetzt Wort, byter och Kjriez von Jesus Christ. In mich vergeten, von sin och var, då deswegen sin död, då jag nu lev, då deswegen sin död, då jag nu lev. Bless wens din blød, Jesus, for der. Bless wens din blød, Jesus. And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. No precious is the flow. What makes me white as snow? No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. In what can wash away
flow that makes me white as snow. No water found I know, Nothing but the blood of Jesus. Let's go. Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Let's sing, church. Hallelujah. Oh. Let's go. Resting on and milk me free. Died for Lord and hell on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus stepped up at the sea. Jesus lived on. One more time. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Resting on my milk me free. Died for Lord and hell on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus stepped up at the sea. Jesus lived on me. Mocht ik niet vertrouwen op een woord, buiten het kruis van Jezus Christus. En ik vergeten van zijn opfer, door hij swing zijn dood, door ik nu leef, door swing zijn dood. Door ik nu leef, door zwing zijn dood. Door ik nu leef, zwing zijn dood. Door ik nu leef. Wil ik heel snel hand geven. Wees aan Levi vandaag. Thank you, Jesus. Du lebst und danke, dass wir das hier in diesem freien Land feiern dürfen. Und dass wir diese Möglichkeit haben, deine Kinder teilzukommen. Ich bete nun sein, Jesus Christus, über jeden Einzelnen in diesem Raum. Du mitentgehst, dass sie in dieser Öster dir auch ein Sehen, ein Licht sein können, in der Familie, in der Community. Lord, und dass du dich entschieden hast. Und dass wir teuren uns Fokus auf dich, Herr Jesus. Wenn du hast gewonnen. Amen. Amen. So geht das Gerüchte kommen wieder von der. Wir wünschen Ihnen gesehen, der Östra, wir sollen Ihnen Sinda hier waren, ein Gottesdienst oder Gebetsteam, als Sie fähren, wenn Sie ein Gebet brauchen, wenn Sie mit wem beten wollen, kommt nach fähren, wacht nicht. Auf jeden Fall am Livestream schön, dass Sie dabei wären. Wir sind Jüngst, allen guten Freitag und wir sollen uns Sinda hier bei Lebenswasser.